ist ja offiziell, doch immer Bäum auf unser ersten Jiddisch-Tisch von Jahr 2024. Ich bin Lukas und ich bin ein bisschen der Organisator oder der Helfer von Jiddisch-Tisch, aber Abraham Lichtenbäum, was ist unser ewiger Direktor von Ivo, was hat gewollt, jetzt ein bisschen, gut, schön Zeit, gut, es sollen kommen neue Teures, noch mehr, gut, und heute ist unsere erste Treffung und ich bin sehr zufrieden, als mein Chaver, Raphael Goldwasser, hat angenommen, hat gewollt kommen und wir wollen reden mit ihm wegen Theater, wegen seiner Erfahrung im Theater, wegen seiner Erfahrung wie ein Kind und ein Akteur und eine Tate von euch Menschen, was sagen sie, ich heiße mit Theater, ein Mitglied von einer Theatermischproche. Ja? Und das ist ein Jiddisch-Tisch, was man redet, natürlich klar auf Jiddisch, aber wenn wir da erklären, etwas auf Spanisch, mag man, ja, gut, aber ein bisschen. Es hofft, Menschen reden Spanisch da, aber wir wissen nicht, sie andere Menschen reden, was gucken auf Internet, kennen Spanisch. Gut, es ist eine gute Gelegenheit, um Raffi mit uns, der fährt da weg, gut, komm mal her, wir werden reden. Mit dir und wegen dir. Dank. Ich bin da. Gut. Nu, aber Protein wegen Raffi ist geboren geworden 1947, da in Buenos Aires. Der Tate ist gewesen sicher Goldwasser, euch ein Akteur von IFT. Und hat gespielt schon wie ein Kind in IFT und danach euch in Israel und danach in Frankreich, wo hat gespielt sämtliche Jahre und jetzt dort gespielt euch ein bisschen in Argentinien die letzten Jahre, קודם כל in Zeiten von der Magaife und gut, Raffi, אפשר kannst du uns erzählen wegen dir, also das sind harte, kalte Brote, ja, aber hat eine Schamune hat euch eine Möglichkeit, ist euch nicht so gut zu reden wegen sich allein. Gut, schönen Dank. Ich bin Tage geboren geworden, da in Buenos Aires. Sich gelernt da in der Schule, versteht sich euch in Perez-Schule von Boulogne-sur-Mer, wo vielleicht sein, uns ist noch da, der Theater IFT, Argentinischer Volkstheater, in welchem mein Tate ist gewesen eine von den wichtigsten Akteuren dort. Und ich habe gehabt die Gelegenheit zu sein auf der Bühne mit meinem Tate und spielen mit ihm. Ich habe Fotografien von dem, Bilder und ich bin sehr stolz von dem. Nachdem, wenn ich bin gewesen, ja, sicher. Termon, ob du gedenkst, Pieces, in welche du hast sich beteiligt im Theater. Ja, eine Piece ist gewesen, eine Piece von Sholem Aleichem, was heißt Agenten. Das sind Agenten von Versicherungen, was fahren in der Bahn und sie diskutieren zwischen sich. Und ich pflege sein das Kind von einer von sie. Ja. Die zweite Piece ist gewesen, es ist gewesen eine brasilianische Piece, übergesetzt, die Haaren über den Toi. Ja, die Haaren über den Toi, so habe ich gespielt, dem Sohn von Mr. Goldwasser.
Aber ich bin gewesen, ich habe gehabt den größten Text dort, öfter Tate, ich will essen, was sie pflegen mir bringen mit dem Papier und das, sie pflegen mir sagen, das ist dein Text, das ist sehr wichtig, ja, und ich habe es übergehasert, das sag mal, Tate, ich bin hungrig, ich will essen, Tate, das gedenke ich, gewinnt eine große Rolle. Das sind gewesen die zwei Sachen, was ich habe gespielt, aber ich habe sie gefühlt in Ift, was ist gewesen euch in Boulogne-sur-Mer. Das heißt, als ich pflege rausgehen von der Schule, von Peretz-Schule, pflege ich durchfahren oder durchgehen in Ift. Wenn mein Tat ist gewesen, wenn ich pflege ich reinkommen und wir pflegen zusammen gehen heim und so weiter. Es ist gewesen ein Stück von meinem Heim euch, der Ift. Nachdem bin ich gefahren in Israel, erst wenn ich bin gewesen 15 Jahre alt, noch nicht 16. Das ist gewesen im Februar, glaube ich. Und in April habe ich gehabt meinen Geburtstag von 16 Jahren. Ich bin gewesen in einem Kibbutz, dort gewohnt 2,5 Jahre, bis meine Eltern sind gekommen in Israel. In Onheib haben sie gewollt, sich einwohnen dort im Kibbutz, aber es hat nicht gebeult. Und nachdem sind wir raus vom Kibbutz und zu Bislech, euch schon im Kibbutz habe ich gespielt in einer Pièce. Das ist gewesen Melech Ziv. Ich weiß, Efscher kennt Emetsen Melech Ziv. Zayonchik. Efscher Zayonchik. Zayonchik ist gewesen sein Emetzer Name. Ja. ist auch getroffen bei uns dort. Ja, Melech Ziv. Interessant. Zayonchik. Direktor von der jüdischen Instanz in Israel. Ist gewesen der Direktor von der jüdischen Instanz in Israel. Und damals im Kibbutz hat gestellt eine Pièce, ist gewesen euch ein Direktor von der Pièce. El fútbol murió al amanecer. El futbolista o de representante, no, el centro forward murió al amanecer. Ja, und das hat übergesetzt, glaube ich, auf Hebräisch und ich habe gespielt in der Pièce. Auf Hebräisch, ja, ich habe sich ausgelernt Hebräisch sehr gut, weil ich habe noch gemacht, dem Sekundario habe ich gemacht in Israel, das heißt verwendigt. Da habe ich verwendigt bis zum 3. Grad. Und die Eltern haben schon nicht gewusst, was zu tun mit mir, weil ich bin gewesen am Schugener. In den Zeiten, ich mache La Rabona die ganze Zeit, nicht gehen in die Schule und sich gemeißelt, ja, danke. Und ich habe auch eine Sache, Sichroines von Argentinien, wenn ich bin gewesen ein Kind, von dem Kibbutz und so weiter. Nachdem habe ich sich gelernt in Tel Aviv Universität. Ich habe sich gelernt dort Geschichte von einer Seite und Theater von der zweiten Seite. Und wenn ich habe gedacht, beschließen, weil in einem Moment darf man beschließen, also macht schon ein BA, ein Bachelor of Arts, darf man beschließen, Lechol Apoches in Israel, was will man dort gehen weiter, wie also da will man gehen weiter. Und ich habe gemacht, ich habe sehr lieb gehabt, Geschichte euch, und bis zum heutigen Tag, aber ich habe gedacht, beschließen, oder das. Habe ich getracht und beschlossen, als ohne Geschichte will ich noch kennenlernen, aber ohne Theater nicht. Jetzt bin ich gegangen weiter mit Theater, nachdem, wenn ich bin schon gewesen in Habima Theater, in einem Moment habe ich beschlossen, sich auszulernen in einer neuen Schule in Tel Aviv Universität. Es ist eine sehr gute Abteilung für Theater, sehr gute. Aber wenn ich mich schon gewesen, ein junger Akteur in Habima,
habe ich beschlossen, dass ich sich auslernen in Frankreich in einer spezifischen Schule, was ist eine Schule von Bewegung, Maskes und Komödie oder Theater, Maskes und Bewegung. Also ist gewesen der Name. Sehr bekannte, wichtige Schule in Frankreich, was hat gebeten im Ganzen mein Trachten wegen Theater und meine Beschlüsse, ja, so ich will machen Theater. Ich gehe und erzähle und ich, wohin will ich kommen. Ja, als ich bin gewesen, ein junger Akteur in Abima, ist gekommen zu mir einmal in Shmuli Katzmon, was ist nachdem gewesen der Direktor von dem jüdischen Theater, der Jiddisch spielt in Israel, und hat mir gesagt, Rafi, ich will gründen ein jüdisches Theater. Ich will, du sollst spielen in der Pjese. Die Pjese ist gewesen, Sholem Aleichem, gläubig, sehr bekannte Pjese. Es ist dort eine Treffung zwischen zwei Talmidim, was darf reingehen in die Universität. Schwer zu sein Aid. Ja, schwer zu sein Aid. Ja, schwer zu sein Aid. Sehr eine gute Pjese. Es ist von Sholem Aleichem, ne? Ja. Die wichtigste. Ja. Eine ernste Pjese, nicht zu lachen. Wegen einer schweren Themen. Ein alter Motiv, der Ja. Jesus verstellt sich für Christ und der Christ für Pfarrer, ja. Príncipe y Mendigo. Ja, bin ich gewesen der Jid, was kommt dann zu einer Sprache und Ding dort ein Zimmer wie ein Goy. Ja, und jener verkehrt oder etwas so, ich denke schon nicht. Nein, ist gewesen, ein sympathischer Bucher, ist geworden, ein religiöser noch dem. Ist gewesen ein Bucher von Sowjetunion, von Rattenverband. Ja, Dämon, Rattenverband. Und wir haben gespielt die Pjese, nachdem habe ich gespielt in andere Pjeses. Eine von den Pjesen, in welcher ich habe gespielt, ist gewesen die Megille, von welcher ich habe gebracht einen Text über Wildern. Ich kenne die ganze Pjese gemacht von außen wenig und ich kann sie singen. Und zwischen anderen Pjeses, bis ein Moment, in welchem ich bin weggefahren in Frankreich mit meiner Sprache. Das ist gewesen schon in 89, gemacht 1990. Wenn ich habe schon gehabt, 2 kleine Kinder. Und ich habe beschlossen, dass die 2 kleine Kinder sind auf meiner Kreis, unserer Kreis, ich und mein Freund. Und ich habe beschlossen, dass ich will nicht zwingen, meine Kinder sollen gehen in die Armee. Und bis 90. Tag bin ich sehr zufrieden von dem. Das erzähle ich, weil es ist gewesen eine Siebe, für welche ich bin weggegangen von Israel, Joiret gewesen, und beschlossen zu wohnen in Frankreich, wo ich habe gehabt schon ein Passport und ich habe gekannt euch Französisch. Ich habe sich zu folgen in Frankreich und machen ein MA, dem alter Master, wegen Geschichte von Theater. Ja, das ist gewesen Geschichte von israelischem Theater. Habe ich gemacht dort einen Master. Habe ich schon gedacht, wissen sehr gut Französisch und ich habe sich danke ausgelernt in nicht in École. Sie gewesen ein Institut, wie heißt l'Institut Français. Da ist der Französische Allianz Française. Ja, no, ich glaube, sie gewesen Institut Français. Weil sie, ja. Kannst du Französisch? Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Ich habe geschrieben
kiemat geschriebener Doktorat, beim Zoff habe ich es nicht geschrieben, aber das ist gewesen wegen einer anderen Themen, euch im Theater. Sind Shmulik Atzmonis gekommen zu mir und mir gesagt, du willst spielen Jiddisch Theater? Ich bin gewesen sehr enthusiastisch. Bald gesagt, ja, sicher. Und das hat geöffnet in mein Herz zurück meine Hove zu Jiddisch. No? Und das hat mir gegeben eine Verantwortlichkeit. Euch wie ein Tate und euch wie ein Mensch, habe ich gewusst, für was will ich spielen Theater. Das ist sehr wichtig. Ich meine zu sagen also. Ein Akteur arbeitet sehr stark mit seinem Ego. Ja. Es mischt sich herein in der Personalität von einem Akteur, was spielt er und für was spielt er. Ja. Zum Beispiel, ein Akteur spielt Shakespeare, ja. Eine von den größten Dramaturgen, die existieren. Der Akteur darf wissen, als er spielt Lekowitz Shakespeare und nicht Lekowitz sich allein. Das ist sehr schwer für einen Akteur, weil der erste Element, der Baseelement ist sein Ego. Und das Spielen für Jiddisch Theater ist gewesen für mich wie ein Entfer zu sich allein, für was will ich das? Sein gut, versteht sich, man darf sein ein guter Übergeber von der Kultur, bis wie viel man kennt, ja, jeder einer mit seinen Begrenzungen. Aber ich habe damals verstanden, als ich habe ein Ziel, und ein Ziel ist die jiddische Sprache und die jiddische Kultur. Und das ist gewesen schon für mich ein Entfer auf mein ganzes Wesen. Ja, und ich hoffe, dass ihr versteht, was ich meine mit dem. Ja, von dem an habe ich verstanden, für was ich lebe. Ja, für was darf ich übergeben jiddische Kultur. Und also probiere ich weiterzugehen bis zum 90. Tag. Gut, das ist mehr winziger mein, wie soll ich sagen, Parcours, mein Derech, mein... Der gangene Weg. Ja, der gangene Weg, ja. Wie soll ich was sagen? Ziel, ja. Ziel oder Jesod, weiß ich? Ja, der Jesod, Grund, für welchen ich bin da. Ich existiere. Ja, das ist es. Eine Frage. Ja. Erzähl ein bisschen wegen Lufttheater. Ja. Als ich habe übergelassen Israel, ja, gewesen von Israel, bin ich gefahren in Straßburg, weil in Straßburg habe ich schon gehabt Kontakten und mir hat mir gewollt dort geben als Arbeit, viele zu lernen. Ich bin schon gewesen ein Theaterlehrer, damals im Nationalen Theater in Straßburg ist da eine von den wichtigsten Theaterschulen. Es ist da eine in Paris, was ist die größte, die wichtigste, die bekannteste, aber es ist da in Straßburg. Welche junge Akteure wollen sich ausschulen? Und in der Schule bin ich gekommen, sich begegnet mit dem Direktor von der Schule dort in Straßburg, sehr eine wichtige Schule, wie ich sage euch. Und ich habe gebracht von Israel ein Video mit einem Abend, was ich habe gemacht, mit Talmidim von, was ich habe gehabt in Israel. Der Mensch hat gesehen das Video, weil ich habe nicht gedacht, reden zu viel, also man kann weisen, was man tut,
ist schon, das kann ich tun und das kann ich tun bei euch in der Schule. Hat mir gesagt, euer Bier kommt in Straßburg, hat ihr da bei mir Arbeit. Und haben Arbeit via no, nicht, ich habe schon gehabt, ein Passport. No, via Theaterlehrer dort in der Schule, ich habe ein paar Noten für ein ganzes Leben. Mit bester Retirierung, die besten Bedingungen. Ich bin sehr zufrieden. Also ich bin gekommen mit meinem Freund und 2 Kindern, bin ich gekommen, freilich also zum Straßburg Theater, Nationaler Straßburg Theater, hat man mir gesagt, der Mensch ist schon nicht da. Ja, habe ich gedacht, von Onheim suchen Arbeit. Gekommen von Israel mit 2 Kindern, ja, auf welche ich habe gehabt die Achrayes oder gefühlt, dass ich habe die Achrayes und man sagt mir, no, ihr habt nicht keine Arbeit da. Schön, das ist gewesen eine schöne, interessante Erfahrung. Aber für was erzähle ich das? Weil mir der Lufttheater ist eine von die Möglichkeiten, was ich habe gehabt, ist, weil ich habe nicht geglaubt, dass Emetzer wird mir geben Arbeit dort. Zu sein ein französischer Akteur darf man haben einen fantastischen, guten, perfekten Akzent auf Französisch. Und so habe ich gemeint, ich habe auch viele nicht gesucht, zu sein ein Akteur dort. Ja. Habe ich gegründet in jener Zeit eine Gruppe Theater, was ich habe geheißen, der Lufttheater. Ich habe gedacht, als durch dem, was ich habe gegründet und gemacht, alle Papieren und geschickt, habe ich geklungen zu Niborski und ich frage Niborski, der Lufttheater ist besser. Sagt er mir, Ostmaßel, es kann sein das und es kann sein der. Ob ich gehabt Maßel. Weil in jedem Moment ist es gewesen für mich logisch, als der Lufttheater ist gewesen für mich okay. Aber ja, ist gewesen alright, aber gut, darf ich reden mit Niborski zu sehen, ob es ist da so gewesen. Und der Lufttheater hat existiert, existiert noch, keiner hat es nicht vermacht, aber aktiv ist gewesen mehr als 20 Jahre, immer 30. Ja, wir haben gestellt nur Pieces in Onheim von der jüdischen Literatur übergesetzt auf Französisch mit verschiedenen Nein, gespielt auf Französisch, reingestellt ein bisschen jüdische Wörter, dort. Ja, so wie man macht in Argentinien euch und in anderen Orten. Aber in einem Moment habe ich gewollt spielen nur auf Jiddisch, aber das habe ich schon nicht gehabt, keinen Partner. Das habe ich gemusst machen allein. Und dann habe ich angehoben zu spielen Theater auf Jiddisch, aber Monologen, versteht sich. Ich habe gespielt Peretzes Agilgel von Anigen. Sehr schöne Pjese, sehr kompliziert, mit Videos und so weiter, weil ich habe schon gedacht, um die Überschriften, ja, nicht Unterkörper, nur Überschriften, weil man darf sich stellen, oben. Und ich habe gedacht, berechtigen, verwosenen da Videos. Es gewesen Theater mit Videos, es gewesen sehr interessant. Der Gedanke zu machen, Übersetzungen auf eine andere Sprache, wenn wir sagen, ist mir gekommen zu Bislech. Einmal bin ich geworden, eingeladen zu spielen, 3 Monologen von Sholem Aleichem, was ich habe intituliert, Es brennt. Weil die 3 Monologen sind gewesen, warum die Thematik von Feuer, ist, ob ich es intituliert, Es brennt.
Für was brennt? Weil es brennt, versteht sich, ist bald jeder in der Tracht oder Assoziation wegen Churben und so weiter. Es brennt, das Städtele brennt und so weiter. Sie sehen es also, ja. Das Pogrom, Assoziation. Aber von der zweiten Seite ist, es brennt, es ist noch nicht verbrennt. Es brennt noch und es brennt noch in mir und irgendwo im Herz von einem Sachmenschen Jiddisch. Man will noch Jiddisch, bis in einen dicken Tag. Sie haben nicht gekonnt, es vernichten. Das ist gewesen, wenn ich bin gewesen eingeladen in New York, ob ich sie gesagt, ich weiß nicht, wer soll überzusetzen auf Englisch, ja, es sind da Übersetzungen, man darf gar nicht machen. Auf Englisch sind da viele Übersetzungen von Sachsachen. Aber sie haben gesagt, nein, wir wollen, du sollst spielen auf Jiddisch. Und sie haben gestellt Überschriften. Ja. Und ich gedenke, als ich bin auf der Bühne, ich der Haargesicht, was ist gewesen, sehr energetisch, das, was ich habe gemacht. Sehr energetisch. Mit der Sachenergie. Und ich gucke, dem ersten Monolog muss ich reden mit der Rebbe, weil das ist ja so, nicht Jachnet Woschen, nur Jente kommt zum Rav, zu fragen, ob sie ist koscher oder nicht koscher, weil sie ist herangefallen, öfter das Teppel, ja, und so weiter. Ich rede zum Rebbe, aber der zweite Monolog ist schon gewesen, ein anderer Monolog, in welchem ich rede direkt zum Publikum. Ich rede zum Publikum, ich will suchen die Augen von dem Publikum. Ich sehe, also alle gucken da rauf, also keiner sieht mich nicht. Sie lehren nur die Überschriften. Ich habe gesagt, das ist nicht für mich. Aber gesucht Mittel, wer soll zu machen, ja Überschriften, aber man soll können sehen, euch dem Akteur und so weiter. Es ist kompliziert. Aber ich habe verstanden, es ist möglich. Es ist möglich, heutzutage zu spielen auf Jiddisch. Man darf sich noch geben eine Nähe, wie soll das zu machen, als das Publikum soll verstehen euch die Sprache. Weil wenn ich mache Rezital und ich habe nicht Übersetzungen von allen Sachen und ich will nicht nehmen auf sich zu machen Übersetzungen auf Englisch oder auf Französisch oder auf Spanisch oder wie soll es sein, weil ich bin nicht kein Poet und meine Kenntnis in die Sprachen ist nicht ohne Sof. Man darf wissen. Habe ich gesucht, Mittel, wie soll überzusetzen, ein bisschen und nicht zu viel. Das Winzigste, das Publikum soll hören die Sprache. Heutzutage Jiddisch ist ich darf erzählen, die Mehrheit vom Publikum, von Menschen, hören schon nicht kein Jiddisch. Aber man hört den Klang. Und von dem Klang kann sich etwas erwecken, ein Willen, zu hören noch und noch den Klang. Ob ich sich übergegeben mehr und mehr mit dem Klang von Jiddisch. Und vor dem ist alle Flutzki ist fantastisch, weil ist sehr musikalisch, sehr intelligent, komisch und kritisch in derselben Zeit. Ist fantastisch. Ist jetzt, ja. Ich meine, ist speziell für dich, weil ja. Ich beide sucht den Husch von jedem Wort. Ja, den Husch von jedem Wort, ja.
Ich habe sich heute gelernt in der Schule dort in Frankreich, wie soll ein Akteur kann sich physisch identifizieren mit der Klang. Schon das Wort Klang ist für mich wie eine Bewegung. Ich meine nur den Klang von dem Wort, ja, ist schon in sich interessant für einen Akteur, was hat sich ausgelernt, ja, so zu arbeiten mit dem Körper, und das ist gewesen die Schule in Frankreich, wie soll sich identifizieren mit dem und von dem machen Theater, machen etwas, was wir können sehen und hören, und es ist in sich interessant. Öfter nicht ständig, weil nicht alle sind alle Flutzki, aber gut, ich habe gebracht da verschiedene Sachen, was ich habe Sachen, was ich rezitiere in einem Rezital oder 2 oder 3, und zwischen die Sachen habe ich ausgeklebt, sehr schnell heint in der Heim, verschiedene Sachen, was können öfter geben, ein Beispiel, wegen was ich meine. Das ist ich habe 2 Sachen von Luzkin, eine Polke Mazurke, was redet wegen Musik, und ein Stückele von, nehmt es gut für euch, das ist euch ein Poem der Erzählung von wegen Paul, was geht rein in einen Music Store in New York und will hören etwas jüdische Sache. Ja? Und der alte Mann dort, was ist der Ballerboss von dem Geschäft, geht sie zu hören etwas Chazonisch und versteht sich als sehr offenes Lieb und so weiter. Und in einem Music Store geht rein in einem Moment ein junger Paul, was suchen Jazz, ja, suchen moderne Sachen. Und eine von den Sachen, die Beschreibung von einem jungen Paul ist, habe ich genommen von dem das Mädel. Sie gehen rein, mit sicher Jeans, angetan mit Jeans, und Mr. Goldwasser in dem Moment. Und es ist da ein Poem, was heißt das Mädel. Sie ist dünn, schlank, elegant. Sie drückt sich auf die Spitzen von die Schichele. Wenn sie will, flieht sie, nur sie will sich nicht blamieren. Liebe, oh jo, Candy ist gut, liebe euch, allerlei Candies, allerlei Liebes, alle seinen süß, alle seinen gut. Essen bloß a biss, a bissele, a biss, a klein beißele, a beißele mit die vorderste Zehn, nicht 10, 10 Dalach. Ihre Lippen seinen reut. Mit reut ist aber reuter. Es kennt noch herunter. A bissele peinlich zerschmeichelt, a bissele
Sorg auf den Stern. Schöner mit ein bisschen Sorg, edler. Im Ganzen bei ihr der Kopf, nicht der Kopf, über den Kopf. Im Kopf ist das nicht so. Aber die Haar, mehrmalblond, goldblond, silberblond, bläublond, blieblond, wie sie will. Man kann sich nicht verlassen auf Natur. Noch einige Zeiten dazu. Ist mit die dünne Fingerlach über die Haar, die lichtige, zichtige Haar, die gehäubene, die derhäubene. Sie räuscht sie auf und stillt sie ein. Sie weckt sie auf und weckt sie zu. Sie will, die ganze Welt soll sein von Spiegeln. Wand spiegeln, sie guckt, sie lacht in die Wand. Himmel, Spiegel, sie guckt darauf, sie tanzt im Himmel. Sie hört, Spiegel, sie guckt darauf, sie scheint in der Erde. Und sie, in alle Seiten, in alle Weiten, in alle Ewigkeiten. Ach, schade, wo sie schläft. Alle Tag vergisst sie sich etliche schon. Sie weiß da viele nicht, sie demolt ist sie da. Wenn sie kann sich noch sehen, wenn sie schläft. Oi, das ist es. Dank. Lutzki ist der Poet, was ich habe, weil ich kann sehr einfach verstehen, was der Fiedler ist, gewesen euch ein Fiedler will mit den Klangen. Ich weiß nicht, ob es ist der Moment, ob mir um Zeit gebracht habe ich andere Sachen, aber öfter willst du mir fragen noch andere Sachen? Ja, nein, ein paar Kleinigkeiten. Weil, gut, ich kenne dich schon ein paar Jahre. Ja. Gut. Erzählen wir so. Raffi ist nicht nur ein Akteur in Straßburg, er hat euch organisiert einen Kurs, einen Jiddisch-Kurs in Straßburg, 3 Jahre, und ich bin dort gewesen, ein Schüler. Ich habe sich gelernt Jiddisch zusammen mit ihm, weil wir sind gewesen, gut, einmal bist du gekommen auf die Lehre, ein paar Mal bist du gekommen auf die Lehre, bist du nicht nur gewesen der Fieder, wir haben gehabt euch gute Lehrer. Ich gedenke, Lehrerkäse. Carolina und Natalia, ja, Zimaniak und Klinicka, ja. Zwei polnische junge Frauen. Ja. Was haben Sie heute gelernt, Jiddisch? Nicht keine jüdische Frauen. Ja, Carolina hat geredet Jiddisch mit der Boben, sehen Sie. Aber ich gedenke, wir sind gewesen alle Talmidim und einmal ist gekommen Rafi auf der Lektion und hat vorgelesen. Er hat gedacht vorlesen und hat vorgelesen einen Text. Efter so, nicht so theatralisch, aber ja, mit einem Stil. Und die Lehrerin hat gesagt, gut, genug, wer will weiterlesen? Und es ist gewesen unmöglich. Ich habe gehobene Hand und gesagt, die Lehrerin hat gesagt, Lukas, willst du weiter vorlesen? Nein, ich will, dass er soll weiterlesen. Und alle haben gewesen Masken. Gut. Nein, und
Also, wie bald ich kenne dich schon, aber ja, wenn du sagst, dass du hast gefunden, als in einem Moment, als dein Leben ist Spielen auf Jiddisch, und ich gedenke, also, öfter kannst du dir erzählen, für was hast du angehört zu spielen auf Jiddisch auf der Bühne da in Buenos Aires? Für was hat der Tate dich gebracht auf der Bühne? Was ist Das ist ein anderer Meise. Wenn ich bin gewesen, ein Kind, zweimal bin ich gefallen, ein Kranker. Es ist gewesen, demol hat man nicht gewusst, das auch wegen der Krankheit. Es ist gewesen eine Nervenkrankheit. Und in jenen Zeiten hat man gemeint, als das, von dem kann man sterben. Ist die ganze Mischproche pflegt sein herum mir und gucken auf mir, oi weh, was wird sein und so weiter. Nun, das ist gewesen für mich eine sehr wichtige Erfahrung. Ich glaube, als man erlebt als eine Sache, wenn man ist ein Kind, trägt man das ein ganzes Leben. Aber ich denke, als damals sind gekommen die Theaterchaverim von meinen Taten. Es ist gewesen Agaschka, ob du gedenkst, und der Langer, ja, so hat geheißen? Joschke, der Langer, sehr gute Akteure. Und sie sind gekommen zu mir und sie haben mir gesagt, sich zu Refuel, als du wirst werden gesund, darfst du spielen im Theater. Also ernst, sehr ernst. Und sie haben mir gebracht, ein Papier, wo sie haben geschrieben, Tate, ich bin hungrig, Tate, ich will essen. Was ist nicht gewesen, ein Teil von der Geschichte von den Agenten. Und ich habe gespielt, dem Ingele, was kommt mit den Taten, was ist gewesen, ein Agent. Und von Zeit zu Zeit habe ich gesagt, Tate, ich bin hungrig, Tate, ich will essen und so weiter. Das ist interessant, weil jeder guckt nehmen von den Akteuren. Agashka ist nicht gewesen sein Nomen. No. Das ist gewesen ein Nomen von einem Personage, was hat gespielt. Ist schon geblieben, der Nomen von dem Menschen wie der Personage. Ja. Oh, sie haben gespielt, gute Sachen, sehr gute Sachen. Ja, sehr gut. Das ist das, die Personage Ich will auch erzählen, am meisten wegnehmen. Ja. stammt nicht von der Pièce allein. Das ist ausgedacht, speziell für dich. Für mich. Ja, weil das ist gewesen, also wie dein Refuge. Ja, und ich pflege machen eine Probe. Ich pflege mit dem Papier. Tate, ich habe es genommen sehr ernst, sehr ernst. Ich will euch erzählen wegen Repertoire, das aber Brecht, Miller, aber wegen Courage habe ich nicht gewusst. Ich habe sich begegnet in Israel einmal mit sehr wichtigen Akteur. Ich glaube, das ist gewesen von Teatro Nuevo oder etwas also. Von den neuen jungen Akteuren in Argentinien. Nuevo Teatro. Wie soll er geheißen? Nein. Der andere? Alter ist gewesen einmal in Israel. Er ist gekommen wie ein Tourist, ja. Und er hat zu mir telefoniert, wir haben sich begegnet. Hat er mir erzählt, ich will dir erzählen etwas. Wir, spanische Akteuren, pflegen kommen in Ift, zu sehen, wie wir macht modernes Theater. In Ift hat man gespielt, das erste Mal in Argentinien, Mutter Courage von Brecht. Nachdem hat man sich bewusst wegen dem durch niedrigem Theater und man hat es übergesetzt auf Spanisch und so weiter. Das ist gewesen der Niveau
von jüdischen Theater in Argentinien. Schön. Was kann man erzählen mehr von dem? Die Premiere von Der Tod von Willy Loman, Ja. La muerte de un viajante, ist gewesen die Premiere da in Ift. Ja. Wer hat gespielt die Rolle? Gedenk nicht. Wir gewesen zu klein. Jene Jahr pflege ich nicht verregistriert. Ich glaube, ich habe es gesehen mit Bulov. Es kann sein. Bulov hat gespielt Tschechow. Er hat gespielt Tschechow. Die Ilse Schissel hat gespielt der andere. Ein anderer Akteur. Nein, nicht Bulov. Efter Bulov auch. Aber ich habe es gesehen mit. Schön, man wird schon alt, man vergisst alles. Ja. Ja, so Dort ist haben du. gespielt zum ersten Mal Tagebuch von Anna Frank. Ja, ja. Anna Frank ist gewesen Dorita Windler. Dorita Windler, sicher, sicher. Ja. Ja, ich bin einmal. Morris Schwarz. Gedenkst? Ich bin auf Ich habe gesehen Morris Schwarz auf der Bühne. der erzählen, wie sie will. Wenn sie gewinnen, sie gewinnen, was ich nicht tue. Ja. Aber ich habe es gesehen mit Bulov. Es kann sein. Ich denke, Bulov hat gespielt Tschechow. Die Einakters von Tschechow. Fantastisch. Akteur, das ich gewesen. Wow. Unglaublich. Ja, fantastisch. Er hat interpretiert Lutzki sehr Sache. Uff, ja, sicher. Das war ihm der Teppele Suppe. Ja, ich habe es euch. Der Problem ist, als ich kann nicht sagen dem Publikum, ich will euch geben zu hören, ein größer jüdischer Akteur hört sich zu. Darf ich sein der Repräsentant von Bulov und von Lutzki? Nicht das so. Also ist es. Also gehst du auf der Bühne, kannst du nicht sagen, ich will euch wissen ein Video, wie so jener hat gespielt. Oder Gigan und Schumacher. Esther sagt Benami, sie ist gerecht. Sie ist gewesen, nicht Morris Schwarz, nur Benami. Benami. Ja. Ich denke, Esther ist da. Gut. Ja, da, Esther ist da. Da in Kestele. Ja, gut. Ja. Und die Frage ist, Frage ist, sie freuen es. Sie freuen. Du hast geredet von deinen Kindern und ich denke, deine Tochter singen die Papyrus. Singen die Papyrosen, ja, wir haben gestellt, aber das ist gewesen auf Französisch. Sie hat gesungen auf Jiddisch. Ich habe von dem ein Video auf viele. Er kommt in Kassette. Dem Kassette hast du. Interessant. Wieso hast du bekommen dem Kassette? Weil sie ist gewesen auf Französisch, die Pièce. Dort hat man etwas verkauft oder gekauft. Wo dort? Er denkt, ich will meine Tochter gesungen, sie klingt klein. Ja, ein Kleinschicke, ja, sie hat Sie gespielt. hat gesungen Papyrosen Ja. und Herz. Mit dem Herz, ja. Bis zum heutigen Tag spielt sie Klezmer und mit meiner Hilfe setzt sie über Sachen zu spielen. Ja. Sie kriegt sich ab nur mit Klezmer und Jiddisch. Ja, sie gewinnen ein ganzes Programm. Ja, sicher. Sie nicht gewesen in der Pièce, weil in der Pièce, was ich habe gestellt, mit Erzählungen von Bashevis Singer, hat sie gesungen über eine andere Sache. Ochsen. Hab ich ein paar Ochsen, Ja, nicht wichtig. Sie hat gespielt die kleinschige Shosha. Sie hat gespielt die kleinschige Shosha, was ist eine Chaverte von Bashevis Singer. Wenn sie gewähnt kleine Kinder, ist mein Sohn Jordan hat gespielt Bashevis Singer
und sie hat gespielt Shosha. Ja, sich reuen es. Euch sich reuen es. Die Frage ist, nicht für die Ich will wissen, wie klebst du euch die Texten oder die Schreibers, was du willst lernen oder was du willst spielen? Wie forschst du, was hast du speziell lieb zu spielen? Wir haben gespielt mit dem Lufttheater, Singer, wir haben gespielt gebürtig, wir haben gespielt, Rumgebürtig heißt es. Emetzer hat geschrieben dort eine ganze Pjese, in welcher man hat erzählt wegen Gebürtigen und gesungen seine Lieder. Nachdem habe ich gestellt Manger, 2, 3 Sachen von Mangern. Und wie soll ich gleich weiß? Erstens darf ich trachten, demalt, in jenen Zeiten darf ich suchen, das ist übergesetzt. Weil es ist nicht übergesetzt, kann ich es nicht machen. Nachdem wird übergesetzt zum Beispiel der D-Book. Man darf 85 Akteuren dort. Wo wirst du nehmen 80 Akteuren, man darf bezahlen, als er sagt, ja. Es versteht sich, als der D-Book wollte gewinnen eine große Sache, aber man kann es nicht nehmen. Der Goylem von Leivik, dieselbe Sache, man darf eine Sache Akteuren. Und eine Sache Akteuren, was man darf bezahlen. In Frankreich bezahlt man Akteuren. Und man bezahlt sehr gut. Es ist eine andere Welt. Nachdem darf man wissen, bis wie viel kann man das spielen. Weil es ist nicht so einfach zu bekommen, ein Publikum, was interessiert sich in Jiddisch oder was interessiert sich in Jiddischkeit. Klar, man darf es finden. Und wir sind eine kleine Gruppe. Das ist der MS. Wie soll ich gleich Boys? Ich will euch erzählen, ich habe in meinem Recital zum Beispiel habe ich eine Sache von Zeitlin. Wegen Rebbe, helf mir raus. No, euch, der Reinikel von Best. Von dem Bratslaver, wegen dem Bratslaver, oder? Zeitlin oder Glatsch? Zeitlin. Zeitlin? Zeitlin. Efter Gladstein? Gladstein, ja. Der Säufer und Glatsch. Ja. Das ist Glatsch. Habe ich ausgeklebt ein Lied, was ich habe sehr lieb, von Gladsteinen. Ich gedenke viele nicht, ich habe es nicht gebracht. Aber das ist der Bratslaver zu sein Säufer. Zu sein Säufer, ja. Ist eine von den Liedern, ist wegen Philosophie. Man redet die ganze Zeit wegen Philosophie. Dort ist nicht Lutzki. Ist ja so, gebe ich lieber dem Gefühl von, ja so gibt mir lieber Philosophie, a viele, wenn es ist Poesie, ja, für ein Publikum, was versteht nicht. Und ich habe nicht keine Übersetzung von dem. Ich kann es nicht erzählen auf Französisch oder auf Englisch, was soll es nicht sein. Ich kann nicht. Ich habe nicht die Übersetzung. Ich probiere euch durch die Wörter und die Atmosphäre überzugeben, ein Gedanke. Wie soll mache ich es? Ich kann nicht geben zu verstehen. Es kann sein, es sollte nicht gehen als Loche. Also ich probiere und es geht nicht dadurch. Aber dem Gefühl will ich ja durchgeben am Publikum und von der Reaktion von dem Publikum sehe ich viel, ich höre, ich sage, als die Menschen hören sich zu. Ja, so geht es dadurch, kann ich nicht geben zu verstehen. Ja, ich kann nicht geben zu verstehen.
Ich will erzählen eine Anekdote. Paul Mooney und Mori Schwarz haben gelernt, Argentiner-spanische Akteure. Und sie haben neu hereingebracht in Theater die moderne Einrichtungen, die sie umgebracht von New York. Dem Anekdote hat mir übergegeben Arinho, un actor, Emilio Arinho, Einikel von Sanchez Arinho. Das ist eine Anekdote von Alejandro Casona, wo es ist gewesen am Maven von Theater. Hat geschrieben als 8 Pieces. Man hat bei ihm gefragt, für was geht jeden Tag in jüdischen Theater? Sag ich, weil ich lerne Theater von den jüdischen Akteuren. Aber ihr versteht doch nicht kein Jiddisch. Der Genfer, ihr versteht, was die Feigele singen. Ich verstehe nicht, aber ich habe es lieb. Das ist Alejandro Casonas Entfer, wo Scheich Theater. Kafka hat doch lieb gehabt jüdisch Theater. Hat besser lieb gehabt eine jüdische Aktrice. Das habe ich nicht gewusst. Leih lieber seine Tagbücher. Das kann ich sagen. Und mir hat durch jüdisch Theater kommt zu Jiddisch. Ja. Aber ja, es ist gewesen etwas in jüdisch Theater, etwas Atmosphäre, was verschiedene Menschen haben lieb gehabt. Ich selbst durch die Atmosphäre kann man nicht übergeben Philosophie, aber die Atmosphäre ist etwas anderes. Es ist etwas, was ist in jener Seite von den Wörtern. In jener Seite. Das ist ein Mysterium. Das ist ein Mysterium. Mysterium ist von jüdischem Wort. Ja, MS. Gut, wir begrüßen alle Zuschauer, die gucken auf unser YouTube, auf Internet, auf den Ekran. Und auch bedanken Jasmin, was hat zugekriegt als der Übergebung. Und nun, wir müssen schließen. Das ist schon eine Show. Das ist ein Jiddisch-Tisch und ein Show-Tosch. Ein Mischmasch von Tisch und Show, ein Tosch. Gut, und öfter ist gut, wenn wir wollen schließen mit noch einer Deklamatie. Seid ihr Maskim? Und was willst du vorlegen? Ich habe gebracht von Mangern, was mit Pflegen spielen, noch dem in Straßburg. Ich habe es gestellt in Straßburg. Das erste Lied ist das Lied von dem Läufer. Seid Jeden und still, seid Jeden und still, seid Jeden und still. Wir fangen an dem Purim-Spiel. A Purim-Spiel in Grammen, was ja seit 1000 Tagen. A Purim-Spiel in Grammen, was hat 1000 Tagen. Seid Jeden und still, seid Jeden und still, seid Jeden und still. Wir fangen an dem Purim-Spiel. Wer es wird es lehnen, wird wie ein Biber weinen. Und wer es wird es hören, wird lachen mit Tränen. Und gehen sie alle stille, die Helden von der Megille. Ach, es schwer ist der König, was wie viel trinkt, ist ihm wenig. Esther Amalke, die Grine, und Vashti in der Krinoline. Motche de Chochematek und Omena Roche der Latek. Sehr ist die Machschefe, was fällt wie Angreife? Was ist der Redakteur, was sagt der Zeunikakteur? Und zwischen die alle Größe Leid steht fast Trigosse bei der Seite. Wird euch allein erzählen,
was tut ihm Nogen und quälen. Hakitzer, die alle Sachen auf zum Weinen und zum Lachen, wird in Bichel gefinnen. Nehmt sie euch gut in Sinnen, und euch wird sogar liegen, Herz und wird an Schwiegen. Seid ihr Iden, schauen still, seid ihr Iden, schauen still, wir eben an dem Pur im Spiel. Dank. Nu, einen herzlichen Dank, Raffi, und einen herzlichen Dank, Avrom, und einen herzlichen Dank, euch allen, da und auf der ganzen Welt. Und wir verbeten euch auf dem kommenden Jiddisch-Tisch, was wird sich gefunden, was wird gefunden statt dem 3. April. Ja? Und ihr werdet schon bekommen die Protein, die Information wegen der Themen und was man wird. Gut, herzlichen Dank. Und die kommende Woche, da wird sein die Vorstellung von einem Buch. Das ist die kommende Woche. Ja, gut. Herzlichen Dank. Seid gesund und stark.